Das Gasthaus hat immer auf. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play, wenn auch nur kurzes, und zwar überbrückt uns Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft auf Pelzig unser Zeit bis am 26.04. Days Gone erscheinen wird. Ich habe mal gedacht, das ist so ein ganz nettes Projekt, damit wir zwei Projekte nach wie vor auf meinem Kanal zu sehen kriegen. Und ja, ich habe persönlich früher sehr gern Hearthstone gespielt, habe dann eine Zeit lang nicht mehr die Zeit dafür gefunden und bin dann jetzt auf die Idee gekommen, hey, ich hätte eigentlich mal wieder Bock zu zocken, habe das alles so ein bisschen eingerichtet für das Let's Play, damit ich zumindest wieder ein paar Decks parat habe. Ihr könnt mir selbstverständlich jederzeit Tipps für Decks geben. Es werden jetzt 14 Folgen, bis dann am 26.04. Days Gone erscheint. Über das Wochenende bin ich allerdings weg. Das heißt, erst den Montag drauf oder wann wird dann Days Gone als Hearthstone-Nachfolger erscheinen. Wir können Hearthstone selbstverständlich, wenn euch das Projekt zusagt, weiterhin nutzen und können dort mit anderen Projekten überbrücken, bis zum Beispiel dann auch The Last of Us Part 2 erscheinen wird. Je nachdem, wie sich das überlappen wird ganz lustig. Jo, wir haben heutige Quests parat, und zwar gewinnt 2 Spiele mit beliebigen Klassen und vernichtet sie alle. Vernichtet 25 Diener, damit wir neue Held kriegen wir außerdem auch noch gewinnt 10 Standardspiele im Modus Spielen. Wir haben diverses an Möglichkeiten offen. Ich habe auch noch gesehen, wir haben ein paar Solo-Abenteuer durchaus auch noch, die wir noch in Angriff nehmen können. Zum Beispiel Eiskrone, da fehlt mir noch, also bei der Frostthron fehlt mir noch der Endgegner, der Lichtkönig, Kobolde und Katakomben habe ich, glaube ich, auch soweit noch gar nicht gemacht. Der Hexenwald, Dr. Bums Geheimlabor und Rastakans Rambazamba. Da habe ich jeweils immer nur ein bisschen was. Das können wir selbstverständlich auch mal sehr gern in Angriff nehmen. Ein bisschen Gold habe ich auch noch gespart, damit wir uns ein paar Packungen kaufen können. Und ich würde sagen, heute legen wir mal los mit Kartenchaos. In dem Fall nochmal ein großes, fettes Dankeschön an Fabi. Ich habe hier das Deck von ihm mehr oder weniger per Link bereitstellt gekriegt und habe die paar Karten, die ich noch nicht gehabt habe oder die ich noch nicht in der Artzahl gehabt habe, nochmal reproduziert. Und ich würde sagen, wir legen doch mal direkt los, weil hier wartet nochmal Kartenbelohnung auf uns. Ich habe mir hier ein Magier-Elementar-Deck zusammengebastelt. Ach, das soll ich vielleicht auch noch erwähnen. Das letzte Mal, als ich bei Hearthstone aktiv wirklich noch dabei war, bevor ich jetzt das Ganze neu belebt habe, war Ungoro. Da waren dann die Kartenpackungen, die frisch rauskamen als Booster Packs. Also es ist schon wirklich eine Weile her. Jaina gegen Rexxar. Jo, gegen Jäger. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Das ist gerade so Krache. Ja, das ist auch die Rambazamba Arena, die ich bisher noch gar nicht kannte. Oh, das sind jetzt aber ziemlich hohe Karten. Ich würde mal sagen, wir schmeißen die alle raus. Ich halte es normalerweise so, dass ich so viel kleine Karte wie möglich am Anfang haben möchte. Haben wir Glück gehabt mit dem Arkan-Konstrukteur. Ja, ich persönlich mag auch Sammelkarte-Spiele sehr gern, muss ich sagen. Und habe früher auch liebend gern Hearthstone gespielt, weil es 2 Elemente vereint, die ich lieb. Und zwar Kartenspiel mit Warcraft. Okay. Tja, wenn ihr einen Zauber wirkt, erhaltet ihr entsprechend seiner Kosten Rüstung. Ist natürlich ziemlich geil. Ich glaube, dann muss ich ja erstmal ausspielen. Realität erschaffen. Mindestens. So, dann können wir auch hier mit der Arena lustig interagieren. Einfach mal draufklicken wie Sau. Eventuell passiert irgendwas Lustiges. Ach ja. Ihr könnt mich auch selbstverständlich, wenn ihr hier seht, dass ich Hearthstone spiele und Bock drauf habt, da ist mein lustiger Name noch dabei, da könnt ihr definitiv noch was draus machen. Haltet einen zufälligen Magierzauber auf der Hand zum Aufwerten 2 Elementare ausspielen. Tja, könnte man natürlich, aber ich brauche jetzt erstmal Rüstpunkte. Nachdem euer Gegner einen Zauber ausgespielt hat, erhaltet ihr 2 Kopien davon auf die Hand. Das ist natürlich praktisch. Auflösen. Wir gehen erstmal drauf, weil wir können Kenner von der Diener direkt vernichten. Raus aus meinem Dschungel. Okay, er hat einen Spottdiener ausgespielt. Da immer Problemchen für die Leute, die Hearthstone noch nicht können. Spott hieß, dass ich den unbedingt angreifen muss. Und das war klar, der macht erstmal hier platt.
Unser Geheimnishämmer allerdings, wenn man jetzt kriegt. Kampfschrei. Wenn ihr Karten auf der Hand habt, die nicht zu Spielbeginn in eurem Deck waren, werden ihre Kosten um 2 verringert. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir spielen aber erstmal unser Geheimnis aus, dann weiß derjenige überhaupt nicht, was abgeht und opfert für gewöhnlich einen kleinen Diener, weil die dann normalerweise schnell weggehen können. Ne? Das macht dann nichts aus. Okay. Kriegen wir von denen welche. Ich muss auch aufpassen, dass ich die 10 Karten nicht überschreite, sonst werden die neue Karte vernichtet. Okay, mein Legendary. Ruft eine Schatztruhe 08 für euren Gegner herbei, zerstört sie, um tolle Beute zu erhalten. Okay. Ja, dann haben wir jetzt 2 Mal. Den können wir noch nicht ausspielen. Ich frage mich... Okay, dann müssen wir erstmal ein Elementar ausspielen. Diese Macht ist pure Ekstase. So. Dann haben wir nämlich die zum Spottpreis im Prinzip. Da können wir noch ein Elementar entdecken. Wird das ewig so weiter? Oh, Jesus. Ewig so weitergehen? Ja, der versucht jetzt natürlich aufzumotzen, so gut wie er kann. Da würde ich immer sagen, wir spielen eine Dampfwoge aus. Zusätzlich klatschen wir noch eins von den Teufelseier drauf. Machen den Diener mit Spott platt. Spielen hier nochmal aus, machen das hier nochmal. So. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Verursacht 2 Schaden, erhaltet ein Elementar mit 1-2 Angriffswerten auf die Hand. Ja. Ansonsten, falls ihr Hearthstone wirklich noch nicht kennt, ich kann es einfach nur empfehlen, ist ein lustiger Zeitvertreib. Und macht einfach nur tierisch Spaß. Ja, okay, der versucht natürlich auf mich zu gehen, ist logisch. Und hier hat er einen Monterkriecher. Okay. Geist hier auf die Hand. Tja, ich glaube, der wäre gar nicht mal so verkehrt. Realität erschaffen. Denn Rüstpunkte brauchen wir zurzeit. Dann machen wir das Ganze mal so. Mal schön durch die Spottis durch. Es sei denn, der hat jetzt wieder so Karte-Kombi auf seiner Hand, dass er hier richtig abziehen kann. Da können wir wahrscheinlich ja Fallgitter hoch und runter machen. Einfach mal auch ein bisschen mit der Arena interagieren, finde ich persönlich immer ganz lustig. Bringt uns zwar nichts für unser Karte, aber macht einfach nur Spaß, die Arena zu erkunden. Oh Gott, Legendary. Der attackiert jetzt jeden Diener, den wir ausspielen, direkt. Das heißt, Diener mit Todesröcheln wären gar nicht mehr so schlecht. Oder halt die fette Ausspieler, damit er richtig Schade gerobbt kriegt. Dann machen wir das doch so. Ja. Schön drauf. Ebenfalls schön drauf. Wir opfern unser Klenner. Machen den so fertig. Den hier. Und den da. So, jetzt haben wir mal ein klein bisschen auf dem Feld aufgerahmt. Auch wenn unser derzeitige Lebenspunkte ziemlich schlecht für uns aussehen. Es gibt auch jetzt wieder durch die ganze neue Decks einfach so viel Kombinationsmöglichkeiten. Du musst dich wahrscheinlich jetzt erstmal selber auch wieder reinfinden in das Ganze. Oh oh. Das wird problematisch. Okay, Kampfschrei. Du kannst nicht 5 Schade schon mal verursachen. Gar nicht mal so scheiße. Hab aber nämlich genug Platz für das hier. Mit der 6 muss ich wahrscheinlich leben. Da können wir uns jetzt nämlich noch was Kleines aussuchen. Zieht eine Karte, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. Haltet einen zufälligen Magierzauber auf die Hand. Hole ich mal nochmal den Arkan-Konstrukteur. Realität. Zerr mir denn hinüber, weil ich brauche die Rüstpunkte einfach. Ganz, ganz leicht erklärt. Auch wenn ich gerade keinen Zauber auf der Hand habe, brauche ich das trotzdem.
Ich persönlich finde es auch immer schön, dass die Charaktere oder diese Karte... Das sieht nicht sehr gut aus für mich. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber... ja genau, ich finde es persönlich immer schön, dass auch jeder so seinen Spruch hat, wenn er beschworen wird, wenn er ausgespielt wird, etc. pp. Macht eigentlich immer Spaß, macht das Spiel sehr schön, wie ich finde. Tja, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig. Wir können leider nichts anderes mehr machen. Ich mache noch ein bisschen Schade. Und wird muss sagen... Gut gespielt. Er hat sich gut geschlagen, der guten Java, oder die guten Java. Und dann akzeptiere ich die Niederlage einfach. Es gibt genug Leute, die dann einfach sich verpissen, bevor sie fertig gemacht werden. Bin ich persönlich kein Freund davor. Ich akzeptiere das einfach. 25 Diener haben wir wenigstens platt machen können. Und 10 Minuten haben wir mal mindestens noch für eine 20-Minuten-Episode. Je nachdem, wie es passt, mache ich dort raus einfach 20 bis 30 Minuten pro Episode. Und ihr seht ja, man hat ja einfach auch wirklich genug Möglichkeiten mit den Quests. Jo. Im Prinzip auch der zweite Magiercharakter, den man wählen kann. Gut. Machen wir denn der 4 kostet weg und Toll. Super, kriegen wir dafür denn der 5 kostet. Egal, wir haben auf jeden Fall 2 von der Einkostenkarte, das ist ganz cool. Wie gesagt, für jeden, der Hearthstone noch nicht kennt. Hallo. Erstmal Grüße. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Und Danke. Dankeschön. Ja, gehört einfach zur Höflichkeit, wie ich finde. Ja, für jeden, der Hearthstone nicht kennt, pro Runde gibt es einen Mana-Kristall, dass man entsprechende Figuren ausspielen kann. Und... ja, die muss man entsprechend ihrer Mana-Kristallkoste ausspielen, geht dann bis 10 hoch maximal. Und der Schamane hat beispielsweise auch Überladung, das heißt dann, dass man so und so viele Mana-Kristalle, je nachdem wie hoch die Überladung ist, gesperrt kriegt. Ja, das hätte ich auch ausgespielt. Der ist ein ziemlich guter Card, der Tierkriecher. Okay, dann müssen wir irgendwie platt kriegen, den Kollege. Ist derzeit ein Problem. Ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen und sparen uns unser Diener, weil wenn er am Zug ist, hat der Diener nur einen Angriff. So. Schauen wir mal, wie wir das regeln mit dem. Der muss aber auf jeden Fall schnell weg. Sobald wir am Zug sind, ist der problematisch, weil der wenig kostet, hat er relativ hohe Angriff mit 3 für einen kleinen Diener und kann uns das Leben ziemlich schwer machen. Vor allem, weil der auch noch mit Elementar-Magier-Karte auch noch aufgepusht werden kann. Könnte für uns ein ziemliches Problem noch geben, der Typ. Okay. Ich würde sagen, mit den 2, die wir hin. Können wir hier noch... okay, ich krieg noch ein Elementar zusätzlich auf die Hand. Machen wir das so. Das machen wir so. Wir opfern den Kleiner. Und gehen drauf. Kann halt manchmal nämlich auch sein, dass es Diener gibt, die wieder auf die Hand zurückgeholt werden. Und da möchte ich natürlich den, der Kampfschrei hat, mir aufheben. So, da. Oh, okay. Das ist auch übel. Tja, dann. So. Machen wir einen kleinen platt. Holen uns noch einen kleiner. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir nämlich ein Elementar ausgespielt. Dann können wir nämlich auch seinen Kampfschrei nutzen, dass wir nochmal ein Elementar entdecken. Und das ist auch nicht gerade billigste Diener. Ja. Ganz genau das. Das ist nämlich wirklich nicht der billigste Diener. Gerade die 2 sind von ihrer Angriffs- und Verteidigungs- bzw. Lebenspunktewerte eigentlich ziemlich ordentlich. Und den können wir beim nächsten Mal dann ausspielen. Nächste Runde kommt der hier und übernächste Zug kommt dann unser Sturmseher zum Einsatz. Windzorn bedeutet, dass er 2-mal angreifen kann in der Runde. So. Das ist gerade so Krache. Brandelementar. Zieht eine Karte, wenn ich im letzten Zug Elementar gespielt habe. Ich würde sagen, wir holen uns den Dampfwoger. Ja, holen wir uns den. Und
Wir opfern die kleinen Elementare nicht. Die dürfen ihren Angriff auf den Feind direkt machen. Okay. Er entdeckt einen Zauber für sich. Das heißt, beim Entdecken, wie ihr ja sehen könnt, dass der immer aus 3 Karten auswählen kann, so wie ich das auch kann, bei Entdeckung. Ja, der pusht sich jetzt anscheinend mit Zauber auf. Hier haben wir dann auch noch geringer Zauberrubin. Möglicherweise können wir da was reißen. Entweder wir machen den mit seinem Windzorn. Es steht in den Sternen. Okay, ja, er pusht anscheinend sein Zauber, wie es aussieht. Ich könnte aber auch die 2 ausspielen. Das ist gar nicht mehr so blöd. Ja, zumal er ja auch noch Angriffe parat hat. Deswegen werde ich mal frei von der Leber weg, Sache. Wir machen ihn hier. Wirken den hier. Das ist eigentlich Verschwendung, ne? Ich möchte eigentlich immer direkt auf die Lebenspunkte drauf. Machen wir mal denn so. Okay, haben wir keiner dabei. Jeder Spieler zieht 2 Karten. Geheimnis, wenn ein befreundeter Diener angegriffen wird, ruft ja eine Kopie davon herbei. Gar nicht mal so blöd. Dann machen wir Folgendes. Der ist schon Argschlacher. Der könnte nämlich sowieso mit der Heldenfähigkeit, die 2 Mana-Kristalle kostet, fertig gemacht werden. Dass man hier einfach nur mal einen Schaden verursacht. Deswegen so Diener kann man auch opfern. Okay. Jetzt geht es einfach derzeit darum, das Schlachtfeld mit großen Diener zu pushen. Okay, dann machen wir das nochmal folgendermaßen. Der hier friert den hier ein. Dann kann der im nächsten Zug nicht aktiv handeln. Der wird so fertig gemacht. Dann machen wir hier Dendo. Und nee, den möchte ich eigentlich nicht. Das Geheimnis möchte ich nicht wegen so einem Diener eigentlich opfern. Wie viel Karte hat er? 6er. Gut, machen wir das so. Manche zielen auch mit ihrer Decks drauf ab, dass der Gegner zu viele Karten auf der Hand hat und im Prinzip dann seine Karte zerstört. Das finde ich persönlich aber richtig link, um ehrlich zu sein. Weil ich habe ja auch schon 7 auf der Hand. Er hat jetzt schon 9 auf der Hand. Man darf einfach nicht so drauf abzielen, andere Leute die Karte zu vernichten. Ich finde, das ist einfach nur absolut miesi linky Tour. Okay, er macht ein Geheimnis. Jetzt müssen wir ein bisschen auf der Hut sein. Er zieht natürlich mit dem Todesröcheln drauf ab, nochmal einen Zauber auf die Hand zu kriegen. Okay, das war jetzt aber mit dem Eifrierer auch nur Galge frisst, dass der Diener nicht wirklich aktiv sein kann. Und er probiert jetzt natürlich sein Feld wieder zu pushen, ist logisch. Wir wollen ihm jetzt auch nicht die Möglichkeit geben, mit einem Magiergeheimnis, was es gibt, einen großen Diener zu kopieren. Deswegen würde ich sagen, ich spiele jetzt einfach meinen Tierkriecher aus. Mit Pech spielt er Spiegelbild aus. Hat er nicht. Okay. Dann kann ich nämlich auch ihn hier. Okay, dann würde ich den tatsächlich nehmen, den Glutbringer, damit ich 5 Schaden im nächsten Zug ausspielen kann und den hier platt machen kann. Ja, das war's. Das finde ich auch so großartig. Das ist dieses Geräusch, dieser Sound, den bei Warcraft 3 die menschliche Bauern, Konstrukteure gemacht haben, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Was habe ich jetzt ausgespielt? Lunas Taschengalaxie. Setzt die Kosten von Dienern in euren Deck auf 1. Das ist ein Problem für uns. Das ist ein legendärer Zauber. Das heißt, jeder Diener von ihm kostet jetzt 1. Okay, er probiert mich so fertig zu machen. Und Rotz und drauf. Okay. Okay, damit kann ich leben. Wir machen den hier fertig. Setzen ihn hier ein. Und falls er zum Beispiel Zerstörung oder wie es heißt parat hat, wird er platt gemacht, sobald er der Held angreift. Ist an sich aber ziemlich ausgewogenes Duell. Ich finde unseren Chusen hier als Gegner ziemlich cool, muss ich sagen. Deswegen einfach mal. Ich finde, er spielt echt gut. Es ist ein schönes Duell, was wir uns hier liefern. Und er haut einen schönen Zauber raus, der aber verdammt viel Rüstpunkte gibt. In Kombination mit der 2. Okay, gut.
Kampfschrei verursacht 2 Schaden. Feuersäulenphönix. Machen wir. Passt uns gut ins Programm rein. Dann holen wir ihn hier wieder raus. Und machen den hier platt. Oh, jetzt kommt sein Geheimnis. Verwandelt diese Karte in jedem Zug in eurer Hand in eure Schriftrolle, bla bla. Gegen Zauber war das. Okay, er hat durch sein Ende Zauber ein Geheimnis auf die Hand gekriegt. Und der war darauf abgezielt, mein Zauber zu kontern. Okay. Cool. Ich muss sagen, wirklich, es macht verdammt Spaß, gegen den Typ zu spielen. Oder gegen das Mädel. Es macht wirklich Spaß. Das ist ein guter Gegner. Aber ich sehe es Kummer, dass mein geschätzter Gegner hier bald richtig Rambazamba macht mit seiner Karte. Deswegen machen wir mal das hier so, so. So und so. Jetzt habe ich nämlich auf dem Schlachtfeld wieder die Oberhand mit M-aktive Diener, der nächste Runde angreifen kann. Schauen wir doch mal, wie er darauf reagiert. Wahrscheinlich mit einer Vielzahl von Dienern, die für ihn nur Ends kosten. Nett? Okay. Okay, er spielt das selber aus. So, damit können wir kontern, mein Freund. Okay, Pyros kommt jetzt. Gut, ich habe das 8. Das könnte auch sein, dass sich das zum Geheimnis entwickelt. Schauen wir mal. Gut. So, mein Freund, das kann ich auch. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich seinen Diener hier opfern, damit er die stärkere Version kriegt, die dann mit Angriffswerte 6-6 kommen. Oh, scheiße. Oh je, wieder ein Legendary. Haltet einen zufälligen legendären Diener auf die Hand. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Und er bringt meinen Diener hier wieder kaputt. Okay, Kumpel, du kannst was. Definitiv. Gut. Wir machen es folgendermaßen. Wir haben ein paar coole Diener auf der Hand, die nicht so viel kosten und haben jetzt die nötige Mana-Kristalle dafür. Wir machen jetzt... Okay, wir machen jetzt ihn hier. Und schützen ihn mit lebensgetreues Abbild als Geheimnis. Dann kriegt man nämlich den Diener zurück. Wird nämlich eine Kopie von dem Diener herbeigerufen. Und, jo, darauf habe ich abgezielt. Dann habe ich den nämlich nächste Runde 100%ig. Es sei denn, er kontert jetzt wieder mit Zauber. Er hat noch 10 Karten im Deck, ich noch 11. Eieieiei. Das wird allmählich hässlich. Und sobald wir keine Karte mehr haben, kriegt man pro Runde 1 Schaden, beim nächsten Mal kriegt man dann 2 Schaden und so weiter abgezogen. Machen wir das so. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Blizzard, das ist sehr gut. Dann machen wir Folgendes noch. Wir hauen einmal auf ihn. Hauen einmal ihn hier weg. Dann ist zumindest ein lästige Legendary weg. Und der hat noch eine Stufe, dass er dann mit 10-10 zurückkehrt. Shit. Jetzt ändert er sein Held in Frostleech Jaina. Und hat natürlich eine schöne Heldefähigkeit parat. Und jetzt haben sämtliche Elementare Lebenskraftentzug. Jetzt bin ich geliefert. Das war's. Ich habe gewusst, dass er irgendwann den Todesschlag ausholt. Aber wir können kontern. Verbeugt euch vor Sagen wir mal das hier, ne? Dann machen wir Dendo. Es könnte nämlich sein, dass er einen legendären Diener noch ausspielt. Und dann schauen wir mal, was er jetzt bietet. So, was haust du raus, Kumpel? Ja, wir sind jetzt auch schon wieder 4 Minuten über der Zeit, also bei 20 Minuten zumindest. Wird auf jeden Fall cool. Ihr seht ja, dass sowas, ach du Scheiße, dass solche Kämpfe sehr lang gehen können. Okay, danke dir. Allerdings ohne Lebenskraftentzug, wie es der hier hat. So.
Okay, ich bin ziemlich am Ende, merke ich. Das wird ganz hässlich für uns ausgehen. So, das wird für uns definitiv nicht gut ausgehen. Machen wir mal so. Auf den hier. Wir machen ihn fertig. Und wird wahrscheinlich ein Wasserelementar herbeirufen, deswegen... Das gönne ich ihm nicht, dass er hier ein Wasserelementar ruft. Und gehen drauf. Weil mit der Fähigkeit, wenn man Endschaden verursacht und ein Diener stirbt, wird ein Wasserelementar wieder herbeigerufen. Und das möchte ich einfach nicht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir den auf Legendär. Okay. Okay, das kann er auch so natürlich nochmal machen. 12 Karte zu 8 Karte. Ich bin so oder so hinüber. Er kann sich eh nicht heilen, weil er noch 30 Lebensenergie hat. Ach ja, dann rufen wir doch unseren Tierkriecher. Er wieder. Er hier. Zack. Und weg mit dem. Gut. Okay. Gut, glücklicherweise kann er von eine große Diener getroffen. Entdeckt ein Geheimnis. Darf er jetzt auch nochmal für sich entdecken. Eieieiei. Das ist eine üble Parade nach der andere. Frostleech Jaina habe ich leider nicht. Das wäre natürlich für Elementardeck perfekt, aber die Karte habe ich schon nicht und ich möchte eine für 1600 herstellen, um ehrlich zu sein. Okay. So. Du Hämmer, richtig übel in die Hose geschissen, sehe ich. Das ist nicht zu gewinnen, das Duell hier. Aber ich zieh's bis zum bitteren Ende durch. Der hat's verdient, hier auch seinen Sieg zu kriegen. Okay. Wenn wir in der nächsten Runde noch stehen. Der Wasserelementar friert mich jetzt auch noch ein. Dann machen wir es mal so. Einer für alle und alles gewinnt. So. Ich verschlinge. So. Ich hätte jetzt natürlich auch auf den verzichten können und hätte die Schatztruhe mit meinem Feuerzauber sprengen können, aber egal. Gut gespielt. Er wird's jetzt beenden, von daher, sag ich mal, gut gespielt. Am Anfang sah das eigentlich noch ziemlich ebenbürtig aus. Könnte es sein, dass er jetzt einfach noch ein bisschen mit mir spielt? Ja. Bevor er mich endgültig platt macht, wird er einfach noch ein bisschen mit mir spielen. Und will das Duell noch ein bisschen in die Länge strecken. Wahrscheinlich auch, weil es ihm gefallen hat. Und um zu gucken, ob ich noch irgendwas parat habe, weil er hätte eigentlich genug Chance gehabt, mich fertig zu machen. Okay, dann machen wir erstmal den hier. Um zu gucken, was es gibt. Zieh 3 Karten, sie kosten 0. Okay, machen wir. Machen wir nicht. Er kriegt eine Kopie davor. Okay. Aber wir kriegen auch noch was. Aha. Donnerechse darf mutieren. Schauen wir mal. Sie kriegt giftig, bitte. Die darf auch mutieren. Die kann nicht als Ziel von Zaubern und Heldenfähigkeiten gewählt werden. Dann machen wir irgendjemand weg. Du kannst nicht ja drauf zielen, welchen Gegner das es trifft. Dann frieren wir ein. Und ja, ich habe noch beschränkt die Zeit. Das war's. So. Alles klar. Jedes Mal Karte ziehe, wenn ein Gegner A greift oder wenn ein Diener A greift. Okay. 4 Karten oder noch. Ich habe noch 2 Karten. Wir sind eh kurz vor Karteknappheit. Ich habe fast keine Karte. Okay, der kann sich natürlich so sicher sein, dass er alle Karten zerren kann. Das ist vollkommen klar. Okay. Der wird jetzt auch nochmal alles raushauen, was er hat, weil ihm das Duell wahrscheinlich auch Spaß gemacht hat. Und zum Schluss ist er so dermaßen überlegen, dass er in einer Position ist, wo er sich einfach wirklich jeden Quatsch erlauben kann. Okay.
Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe, wenn man keine Karte mehr hat. Und bei jedem Zier gibt's Schaden. Aber er kann's beenden. Jo. Er kann das ohne Probleme jetzt eigentlich durchziehen und beenden. Gut. So, nochmal letztes Mal. Dankeschön davor. Wieder platt gemacht. Aber dafür vernichtet sie alle. Vernichtet 25 Diener. Das haben wir heute gekriegt. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache hier an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann einfach übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Dann widmen wir uns mit der Quest, dass wir hoffentlich mal 2 Siege erringen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.